Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Slender The Arrival. Ja, und ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, warum hier nicht ganz duster ist wie bei Outlast und auch nicht ganz so hell wie sonst bei anderen Let's Plays. Ich habe mich für Slender entschieden, mich in so Dämmerlicht zu tauchen, dass es etwas schattig wirkt, aber auch nicht zu duster, weil bei Outlast war ich ja teilweise nur halbseitig erkennbar. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich hier für Slender tatsächlich so Zwielicht wähle. Und deswegen seht ihr mich vielleicht etwas schattig, aber auch nicht total im Düstere. Was haben wir dann hier? Aha, das geht bis noch hin hier. Jetzt ein Generator eingeschaltet. Und die Musik fängt wieder an. Okay. Und unsere Kamera hält immer schön fest, wie lange ich das schon spiele. Was ich auch nicht so verkehrt finde. Die Batterie bin ich mal gespannt, wie lang die hält. Theoretisch brauche ich um meine Taschenlampe jetzt nicht, wenn der Weg hier erleuchtet wird. Oder beleuchtet wird. Okay. Ja, die Strahler sind nicht so großartig, muss ich gestehen. Da liegt noch was. Fatale Explosion bei Oakside Home. Und Arson suspected. Okay. Oakside Fire crews say a blaze at a southeast home, resulting in one death, may be the result of arson. Ich weiß jetzt aber nicht, was Arson ist. Fire broke out at the home, also Feuer ist ausgebrochen, located just east of Oakside Lake, am Osten vom Oakside Lake oder See, um 11:30 Uhr abends. Neighbors who knew the man living in the home, also Nachbarn, die den Mann dort kannten, der dort lebte, currently the only known fatality, eventuell der einzige Todesfall, as agitated and abrasive, haben ihn als agil und aggressive, weiß ich jetzt, was es heißt, beschrieben. He lost his son many years ago. Er hat seinen Sohn vor einigen Jahren verloren. Seitdem war er nicht mehr derselbe. Er sagte immer, er würde seinen Sohn draußen beim Fenster stehen sehen und reinstarren. Oder wie er reinstarrt, sagt Kim Rollig, ein Nachbar, der den Mann seit 20 Jahren kennt. Autoritätspersonen, also wahrscheinlich hier Polizei oder ähnliches, sagen, Charles Matheson, 47... Oh oh. Irgendwas flackert und mir flackert es gerade ein bisschen in der Hose gerade. Auf jeden Fall ist da jemand verstorben und nicht so doller. Und ich sollte nicht so lange an einem Ort stehen bleiben, sonst kriege ich Gänsehaut und die Kamera flackert und der schlanke Mann wird auf uns aufmerksam. Deswegen renn lieber woanders, Teammädel oder Kerl, je nachdem, wenn wir hier spielen. Ich kann es nämlich immer noch nicht sagen, wenn wir hier spielen. Okay, es geht auf jeden Fall um ein Feuer, was ausgebrochen ist. Und dort dabei ist der Mann gestorben, der auch seinen Sohn ständig durchs Fenster starren gesehen hat. Und hier haben wir wieder einen Weg, der uns freigeben wird. Da sollten wir hingehen. Natürlich. Ich verfall dann ab und zu mal bei dem Vorlesen und bei dem Übersetzen ins Hochdeutsche. Also auch nicht wundern, wenn es dann nicht 100 Protz auf Pelzig ist. Ich kann es natürlich auch versuchen, vom Englischen ins Pelzig zu übertragen. Aber wie das dann klingt, ach du liebst Herr Kettel, das wollen wir gar nicht wissen. Okay. Ja, aber deine Indie-Spiele muss man sowieso immer damit rechnen, dass es eben, oh oh, es hat wieder geflackert. Bei deinen Indie-Spiele muss man halt auch immer damit rechnen, dass es immer nur in englischer Sprachausgabe ist. Und deswegen brauche ich wahrscheinlich auch so ein bisschen Zeit, um das zu lesen und zu übersetzen. Ich kann zwar Englisch lesen und übersetzen und pipapo, aber ich bin kein Sprachwissenschaftler, ich bin Kulturwissenschaftler. Für jeden von euch, der es noch nicht weiß, ich bin studierter Eierkopf-Archäologe. Deswegen Englisch ja, aber was Übersetzer angeht, das dauert ein bisschen, bis ich das dann flüssig habe. Und der schlanke Mann ist uns hier ständig auf der Ferse, wie es aussieht. Er scheint immer mal so ein bisschen Kuckucks zu machen. Oh oh, oh oh. Ne, da gehe ich garantiert nicht rein.
Also leck mich am Käppel, aber nee, da gehe ich jetzt garantiert nicht rein. Wenn du so rappelderes Kind steht, vergiss es. Ums Verrecken mache ich das nicht. Also echt ums Verrecken nicht, nee. Ich habe keinen Bock, dass es so kreischt und auf mich losrennt. Vergiss es. Never ever mache ich das. Ich habe keinen Bock hier hab keinen Bock hier die ganze Opfer vom Slenderman hier vor mir zu haben. Und ich bin jetzt schon echt arg gespannt, muss ich gestehen. Und ich bin tierisch nervös. Also das Spiel versteht es mit wenig Mittel, tierische Effekte zu erzielen. Heidewitzka. Mann, oh Meter. Das ist heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel echt jetzt schon am Anfang so Gas gibt. Und dass es immer mal wieder so einen Schlonzer gibt. Und dass der Slenderman dann irgendwann wieder auftaucht. Aber ich habe bisher noch kein einziges Mal gesehen, dass die Kamera wackelt und Störgeräusche macht. Das spricht alles dafür, dass der Slenderman in der Nähe ist. Aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Und der Slenderman bewegt sich ja eigentlich auch eher in der Sparte wie der sogenannte Mottenmann, wie der Mothman. Und ja, das ist so eine Kreatur, wofür Leute behaupten, sie hätten es mal gesehen, wofür es aber keinerlei Beweise gibt. Scheiße, ich muss wohl doch durch hier. Okay, dann bringen wir das schnell hinter uns und gehen zu dem der Rappel hier und wer der kreischt oder verfolgt uns oder so ein Scheiß, können wir uns schnell umdrehen oder so? Nee, das geht natürlich nicht. Oh, leck mich doch am Käppel. Na, was bist du für einer? Oh, Igitt. Okay. Ich renn. Oh, Mann. Zum Glück habe ich es nicht richtig gesehen. Alter, ich kann kotzen. Das ist so widerlich, Mann. Ich habe permanent gerade Gänsehaut, ihr liebe Leid. Es ist heftiger als gedacht, das Ganze. Und ich habe bisher noch kein Endes mal gesehen, das Slenderman. Aber er ist uns auf der Ferse und da, wo wir uns dem Derrappelkind genähert haben, hat das ganz schön gewackelt an der Kamera. Ganz schön Störgeräusch. Kurz vor Tod steht ich, Sarah. Das war echt hartnäckig. Das war kurz vor der Grenze. Aber jetzt so wirklich untersucht habe ich jetzt noch nichts großartig. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt weiter muss. Es heißt, ich soll die Schreie beim Hintertor oder beim Hintertor untersuchen. Gehe ich jetzt halt nochmal in die Richtung. Ja, ich muss dazu sagen, ihr liebe Leute, das ist ein blindes Let's Play. Ich habe bisher noch kein Let's Play oder Walkthrough oder ähnliches hierzu geguckt. Deswegen, ich bin mal wieder auf mich allein gestellt bei dem Let's Play. Und hab noch nicht mal wie bei Outlast so nach dem Motto, ja, ich habe das mal vor Jahren bei Gronk gesehen und fand es so toll und wunderbar, dass ich noch ein paar Sachen im Hinterkopf habe und so. Das ist hier absolut nicht der Fall. Ich bin hier total auf mich allein gestellt. Okay, da ist es. Ja, da ist es Backgate. Aber so wirkliche Hinweise und so habe ich jetzt auch nicht gefunden. Nee. Es liegt hier auch nichts oder ähnliches. Nö, da muss ich wohl wirklich hier das Areal erkunden. Und ich hoffe, wir sehen von den dürre Kinder nicht noch mehr. Das ist furchtbar. Uah, das macht mir persönlich tierisch Angst. Hier kommen wir nicht durch. Ich kann's nicht sagen. Ich kann's echt nicht sagen, ihr liebe Leute. Ja, das wird so ein bisschen ein Let's Fail, habe ich so im Gefühl. Okay. Er bewegt sich schon sehr langsam hier, der Mensch. Und wenn ich dort so lange stehen bleibe, dann wird wohl auch der Slenderman auf uns aufmerksam. Ich weiß jetzt nicht, wie der Slenderman bei Licht reagiert. Ob ihn das fortscheucht oder ob ihn das anlockt. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe auch damals nur das Celomols, habe ich nur das Slender gesehen, das ursprüngliche Spiel, das Indie-Spiel, was Gronk gespielt hat. Und da war man im Wald, hat ein Slenderman ausweichen müssen und hat 8 Seiten sammeln müssen, um einen Hinweis zu kriegen. Aber da kann ich mich auch nicht mehr so genau daran erinnern, muss ich gestehen. Aber das soll ja ein Prequel hier sein, so wie ich das mitgekriegt habe. Das soll ein Prequel stellen zu Slender.
Und ist auch eine größere Produktion. Ich bin immer noch... Okay, das war nur Fächel. Ich bin etwas unschlüssig immer noch. Den kann ich einschalten oder was? Oder den habe ich schon eingeschaltet? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja, da gehen die Stromleitungen weiter hier durch. Kabel gehen weiter hier durch. Oh. Oh, jedes Mal, wenn es nur zuckt, zuck ich halber zusammen. Das ist ja schrecklich. Und das ist jetzt schon am Anfang. Ach du Scheiße. Wir sollen das erst noch im späteren Spielverlauf werden. Meine Fresse. Okay, dann gehen wir mal abseits von dem Weg hier weiter. Der Hoffnung, dass wir da was finden. Und ich bin gerade permanent auch auf der L2-Taste. Ja. Und bin hier nur am Rennen und schind hier den armen Mensch, der mal spielen, bis er am Verrecke ist. Ja, da ist wieder dieses scheißen gruselige Haus. Du geht der Weg nur hier weiter. Ich glaube, da war ich noch nicht, da drüber. Ja, ich glaube, da war ich noch nicht. Okay, das kennt der Weg sei. Ich gucke auch immer mal wieder so in die Umgebung, ob ich nicht irgendwo aus der Aare-Winkel oder so sehe. Aber bisher habe ich noch keinen Slenderman gesehen. Aber er ist definitiv in der Umgebung. Jetzt habe ich schon die Hälfte von der Episode wieder verdummbeitelt. Oakside Park. Okay. Was ist dann hier? Hier ist geschlossen. Und da komme ich rein, natürlich. Boah, es ist da wieder so Kind. Bitte nicht. Ich biete ja echt rum, das ist ja furchtbar. Da geht's noch hier rein. Und hier ist alles zugesperrt. Okay. Ich bin auch froh, dass ich bei dem anderen Kind einfach durchgerannt bin und nicht stehen geblieben bin. Ich hab echt keinen Bock auf Fratzen-Action. Ich bin ja so auch einer, der sich für solche Schocker, wo man dann so Videos sieht, alles ist friedlich und auf einmal kommt aus dem Nichts so Fratze. Find me, Lauren. Finde mich, Lauren. Ja, ich hasse solche Schocker-Videos. Ach, unglaublich. Dumm. Er ist wegen mir gekommen. Warum habe ich nicht zugehört? Er hatte recht. Sie sagen, das würde passieren. Hilf mir. Wer weiß, wie das endet. Komm und find mich. Okay. Wow. Okay. Slender the Arrival. Okay. Wie viele Bergstädte? Oakside hat Oakside eine lange Geschichte von Verschwinden der Einwohner. Aber sehr seltsam ist, dass, soweit habe ich es dann nicht mehr lesen können. Weiter habe ich es nicht mehr lesen können. Okay, jetzt sind wir hier gelandet und die Taschenlampe ist jetzt etwas violett geworden. Das könnte aber auch nur am Beginn des Sonnenaufgang liegen. Okay. Also seltsamerweise ist hier was anders mit den Leuten, die verschwinden. Aber Oakside hat definitiv seine Geschichte. Irgendwas bewegt sich hinter uns, glaube ich. Und ich will mich nicht umdrehen. Ah, immer noch. Suche wieder, also jetzt wieder Suche nach Hinweisen für Kates Verschwinden. Irgendwas hat sich hinter uns bewegt. Und das Taschenlampenlicht verändert sich. Und es wispert jetzt noch irgendwas. Irgendwas wispert. Und die Regeln für den Park waren hier noch. Irgendwas wispert und wir sollten in Bewegung bleiben. Eventuell sollte ich... Ach, Renner. Oh, es ist extremst unheimlich, muss ich echt gestehen. Wird hier eine richtig geile und heftige Atmosphäre mit wenig Mittel erzeugt. Das, auf der einen Seite gefällt mir das echt gut, auf der anderen Seite habe ich tierisch Schiss. Wie bei Outlast 8. Lass mich alleine. Eine von 8 Seiten gefunden. Jetzt sind wir wieder wie bei dem ursprünglichen Slender anscheinend. Wir müssen 8 Seiten im Wald finden. Ja, 7 Seiten müssen noch gefunden werden.
Und jetzt kommt wieder Boom. Das erinnert mich an die Pimmelmusik aus Outlast, wenn die Dödeldeppe kommen sind. Es war immer so. Okay. Igitt, er ist in der Nähe. Schlanker Mann kommt. Da rennen wir doch natürlich hier rein. Das ist doch absolut logisch, wenn uns einer auf der Ferse ist. Rennen wir doch natürlich hier rein. Und Hilfe, Hilfe, help me out here. Ich hab Angst vor schlanke Männer. Zum Glück ist er nicht fett. Das wäre nicht nett. Gott, ich laber wieder einen Scheißdreck zusammen. Aus reinem Schismol wieder. Da ist noch eine Seite. Du kannst nicht wegrennen. Und ich finde auch diese Zahlen sehr geil gemacht, muss ich gestehen. Das habt ihr ja bei meiner Thumbnails mit dabei. Da benutze ich ja die Schrift und hab exakt diese Schrift mit der Zahlen jeweils. Manometer. Also er ist uns auf der Ferse. Wow. Er ist uns wieder auf der Ferse. Und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay, das war so ein einsames Hütchen hier im Wald. Das sollte ich wahrscheinlich noch weiter vorgehen. Ich weiß aber nicht, wo und wie. Ich folge einfach mal einen Weg weiter. Der wird uns schon irgendwie dort durchbringen. Hoffe ich. Da ist ein Klohaus. Ist doch bestimmt was. An brennende Dixies im Wald ist immer irgendwas Lohnenswertes zu finden. Alte Weisheit. Nein, 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 nein. Und ein Bild vom Slenderman. Okay. Weiter geht's. Ich will den auch gar nicht sehen, um ehrlich zu sein. Hier ist noch ein... Ah, ich sehe noch eine Notiz hier bei dem Ding. Und da ist das Slenderman auch wieder drauf abgebildet. Always here stand noch drauf. Immer hier. Okay, die Hälfte haben wir gefunden. Ich glaube, das ist nicht so klug, Mitte durch den Wald zu rennen. Du könntest uns wohl eher fangen. Wir sollten auf dem Weg bleiben. Bin ich der Meinung. Der Weg ist immer noch sicherer, als einfach ziellos durch den Wald zu rennen. Ich bin immer gespannt, ob ich das jetzt noch in der 3 Minuten oder 2 Minuten krieg. In der 2,5 Minuten. Oder ob ich dann einen Cut machen muss. Aber wahrscheinlich wird es einen Cut geben. Oh, oh Gott. Wahrscheinlich wird es einen Cut geben und ich muss dann ganz schnell einen Cut machen, weil ihr seht ja, ich muss hier immer in Bewegung bleiben. Und das Licht scheint auch irgendwie zu kündigen, habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen einen Meider. Er ist aber irgendwo hier immer unterwegs. Oh, Eve sehe ich ihn, glaube ich. Ja, da steht er. Da ist er. Da kommt er. Uah, geh weg, du schlanker Mann. Ich sag das. Ich sag das im Gute. Ich bin gefährlich. Da ist er. Oder nee, scheiße. Uah. Uah, er kommt verdammt nur. Nee, du schlanker Mann. Ich will Renner und nicht Brenner. Scheiße. Aber ich hab ihn auf dem Schirm. Okay, da ist da bestimmt hier irgendwo was. Gib deine Schätze preis. Oh, weiterrenne. 5, nur noch 3 übrig. Boah. Da hängt der Zettel, ich sehe ihn. Ich sehe den Zettel. Komm jetzt bitte nicht. Hilf mir. Ja, ich könnte auch gerade Hilfe gebrauchen. Okay, also Slenderman ist uns tatsächlich auf der Ferse, ihr liebe Leid. Und das Licht kündigt ihn an. Wow. Ja, da ist das Licht wieder. Und er kommt uns verdammt nah. Ich glaube, der kann uns auch hier wirklich gezielt in irgendwelche Richtungen locken. Wenn dem so wäre, wäre das echt heftig. Da ist das Licht wieder, aber das ist wohl hier nur von dem Ding. Okay. Geh mal hier rein. Da ist doch hundertprozentig ach was hier. Aber wo?
Aber wo? Wo steckt der Zettel hier? Der Slenderman ist uns mal wieder auf der Ferse. Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen. Verdammt nochmal. Hier ist es hundertprozentig. Ach, hier ist bestimmt irgendwas. Ich könnte drauf wetten. Uah, da ist er. Ja, er kommt uns verdammt nur. Aber wir müssen hier rein. Hier ist bestimmt was. Ich werde ein bisschen suchen müssen. Und werde immer mal vor und zurück rennen müssen. Aber ich bin... Ja, da ist es. Nur noch eins. Wow. Und... Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß echt nicht, wo es steckt. Oh, Mann. Und er ist uns absolut auf der Ferse. Er ist gerade direkt neben uns erschienen. Oh Gott. Renn, du Gestalt. Oh, Mann. Ist hier vielleicht der letzte Hinweis? Ja, tatsächlich. 8 Seiten haben wir gesammelt. Wow. Jetzt doch ein bisschen gedauert. Oh, find remaining 0 pages. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich bleibe hier im Hauptmenü. Und mache an der Stelle einen Cut. Wisch mal den Schweiß ab. Und wechsel vielleicht nochmal Windel. Oder sonst irgendwas. Oh. Wir sehen uns mal hier wieder zu Let's Play Slender The Arrival of Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis morgen. Dann geht der Horror weiter. Und wir werden schauen, was wir mit einer 8 Seiten Stelle kennen. Ayan Yankee, der jetzt nämlich ganz so furchtlos ist.